gute Möglichkeit, ins Gerede und damit ins Geschäft zu kommen. So viel zum ältesten Gewerbe. Es gibt Strichpunkte, beispielsweise am Landwehrplatz, wo sich die Mädchen gegenseitig schon auf den Zähnen stehen. Immer wieder Neuzugänge. Junge Semester, die in Eigenregie anschaffen, gehen den Zuhältern natürlich gegen den Strich. Instinktiv trifft ein Betrunkener das Richtige. Er verabschiedet sich von seinem Wirt und sagt: Du kannst auch morgen wieder voll mit mir rechnen. Ist jemand aus Linz oder aus Wien? Übrigens kommt rein, nicht so schüchtern, immer alle am Eingang. Ist ja kalt draußen. Wenn Österreich im Osten noch ein bisschen weiter ginge. Österreich bricht aber hinter Wien ein bisschen je ab. Immer sind die übrigen Österreicher ein bisschen schlecht, auf die Wiener zu sprechen. Die Wiener wieder verachten die übrigen Österreicher ein bisschen. Sie sagen, sie sind ein bisschen geschert. Dabei würde Wien ohne Zuzug aus den Bundesländern ein bisschen aussterben. Die Bevölkerung ist auch schon so ein bisschen zurückgegangen. Wer aus der Provinz das erste Mal nach Wien kommt, ist schon ein bisschen erstaunt. Die Häuser sind ein bisschen gar hoch für Linzer Begriffe. In Linz ist alles ein bisschen kleiner, auch der Verkehr ist ein bisschen schwächer in Linz. Die Donau ist bei Wien ein bisschen breiter. Dafür ist sie aber in Linz noch ein bisschen sauberer. Blau ist die Donau bei Wien kein bisschen. Die Wiener sind ein bisschen faul. Oft sitzen sie in heurigen Lokalen ein bisschen herum und singen und tanzen ein bisschen. Steigmann, die Pappmenschen, Fuß, süßes Schandlosen Blut. Das schmeckt so. Dann bin ich zur Frau Doktor gegangen, weil sie die geschwollenen Wangen. Sie sagt, Gebiete setzen Sie sich, sie zieht mal Zaun raus und umarmt mich. Sie sagt, bitte Mund auf und gib mal einen Kuss und sie ist ein Zahn aus dem Blut. So, jetzt sind wir Blut. Die Moral von der Geschichte: ein kaputter Zahn schmerzt noch nicht. Er wird schnell gezogen und ein neuer wird hineingeschoben. Ein Eimer bestimmte da all meine Zähne einmal los. Da halt ich schon mal an. Dann sing im Prothese Blues. Überraschend, der große Besuch. Wir haben uns wirklich bemüht, so wenig Werbung wie möglich zu machen.
Deswegen sehr nervös und bitte noch einen riesen Applaus. Sie hört hinten, die Silvia hat am Anfang was gelesen und wir sind wirklich sehr nervös und möchten jetzt noch einen Applaus nach Backstage schicken, der Nummer 1 des Backstage-Wesens weltweit, die Silvia. Bitte noch einen Applaus. Die Silvia ist sehr gläubig, also ein alles halt. Also, die Silvia hat Geschichten, wenn Sie Zeit habt, mal bitte, es gibt nachher Handynummern austauschen heute. Die Silvia hat Geschichten von Richie Blackmores und also Namen und Fotos. Da kann man vor einer Show fast nicht mehr spielen, weil die Silvia zeigt dann Fotos mit alle Leuten, gell? Sie hat mit alle, wirklich mit alle, ein Foto. Und das ist bei so einem Award wie heute, bei Mama Deus natürlich der offen, der Kalender war stärker, wie das schaut, weil sie hat schon alle. Ja, in irgendeiner Art und Weise halt. Deswegen wollen wir dann nicht untergriffig werden, sondern den nächsten Künstler vorstellen. Meine Damen und Herren, aus Fürstenfeld, ein Dichter, der für Sie jetzt die nächsten Minuten gestalten wird. Andreas Landl, mit dem ich gemeinsam mit Katrin Siegel schon viele Auftritte hatte. Da habe ich kennengelernt, damals bin ich gereist, heute ist er zu uns gekommen. Einen riesen Applaus bitte. Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Lieber Flo, danke für die Einladung und wünsche jetzt viel Spaß bei einer ungewöhnlichen Leseperformance. Und ich habe versucht, einen roten Faden zu finden zu dem Titel Der Brother auf der Harley. Und wir haben gedacht, naja gut, ein Poet hat auch ungefähr so eine Art eines Pfarrers, eines Wanderprediger. Und probieren wir es. Vielleicht predige ich doch richtig. Und stelle fest, der Mensch wird von Menschen bedroht. Es wird von ihnen auf Erden gepredigt. Doch die Toleranz und die Liebe sind im Mensch noch nicht verewigt. Und so werden wir weiter unter Katastrophen den Himmel auf Erden erproben. Der Wiederkäuer. Herr namenlos ist am Sonntag Christ und wochentags Faschist. Doch so etwas wundert mich nicht, weil er den Kardinal und Wolf Martin liest. Herr namenlos lebt in einer Demokratie, doch er geht vor der Rechten auf die Knie und hält so manchen Dummkopf für ein Genie. Weil eine eigene Meinung, die hat er nie.